So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Exkurs, denn wir fangen ja gleich an mit dem Erlernen der zürichdeutschen Sprache. Also, die Schweizer sind ein renitentes Bergvolk. Das sind die Bayern ja auch. Und da sind wir sehr verwandt. Und es ist auch ganz wichtig für die Bayern, dass sie ein bisschen Schweizerdeutsch verstehen, weil es kann ja sein, dass viele Schweizer hier einwandern, denn das Land hier ist wunderbar. Und man versteht sich, man hat viele Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Berge, die Renitenz habe ich schon erwähnt, eine gewisse Sturköpfigkeit, Liebe zum gemütlichen Leben und der Föhn. Das ist dieser Wind, der manche Leute Sturm im Kopf macht, aber bei uns bläst das Gehirn frei und wir kommen auf super Ideen. Ja, also ich habe das noch nicht erwähnt, dass die Schweiz eine Lautverschiebung nicht mitgemacht haben. Sie müssen sich das so vorstellen. Am Bodensee verläuft eine Linie und dort wurde diese Lautverschiebung initiiert. Wer der Urheber so eines frevelhaften Zustandes der renitenten Sprachveränderung war, weiß ich nicht. Wir Schweizer haben das nicht mitgemacht. Das bedeutet jetzt, dass in dieser Bodenseelinie, das muss man sich jetzt so vorstellen, plötzlich Diphthonge auftauchen. Diphthonge sind Laute wie au, oi und so. Und diese Diphthonge verändern eine Sprache und entzweien ganze Völker. Denn jetzt die Schweizer sagen zum Beispiel aufstehen, aufgehen, aufschauen. Und dann im Hochdeutschen heißt es aufstehen, hinaufgehen, aufsehen. Das hat doch mit Völkerverständigung fast nichts mehr zu tun, nicht wahr? Da muss ich jetzt hier erklären und wieder mit dieser Karte nur Mut, dass dieses Uf dann zu Au wurde, zu einem Diphthong, nicht wahr? Aber mit diesem Diphthong, und das ist die Dramatik an der ganzen Sache, und das ist dramatisch, verändert sich natürlich auch die Einstellung und das Gefühl für die Sprache. Ich habe es vielleicht schon erwähnt, dass Schweizerdeutsch, also Hochdeutsch, nicht in diesem Maße wie zum Beispiel eben das Zürichdeutsche für Bluesmusik ganz ideal ist. Das Bayerische auch, ja, weil es so erdig ist, so urtümlich. Ja, genau, wenn ich sage, ich muss jetzt aufstehen, merken Sie diese Emotionalität, die da frei wird. Aber wenn Sie sagen, ich muss jetzt aufstehen, das ist irgendwie so, Sie stehen auf und Sie gehen gleich Kaffee trinken oder zur Arbeit. Aber wenn Sie sagen, ich muss jetzt aufstehen, merken Sie, da ist das Uf, ist so ein Impuls, jetzt gehe ich mal, jetzt stehe ich mal auf, aber das Sta, das lehnt sich wieder zurück. Also in diesem Aufstehen ist auch eine bestimmte Ruhe, da ist eine kleine Pause drin, wo man sagen kann, ja, man hat den Impuls zum Aufstehen, also zum Aufstehen, aber dann lehnt man sich wieder zurück und nimmt noch 5 Minuten Pause. Das ist eben anders. Also diese Menschenschläge, die aufstehen sagen, sind ganz anders als die sagen aufstehen, nicht wahr? Das ist ein ganz anderer Input und Output. Das entzweit die Menschen, nicht wahr? Und das sollte man nicht zulassen durch solche Lautverschiebungsgrenzen und so. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber das muss ich noch am Ende einfügen. Wer mehr wissen will, kann sich natürlich wieder hier in meinem geliebten Zürichdeutschen Wörterbuch erkundigen. Das ist sehr dick. Aber nicht nur das ist es. Das U ist mit 2 U's geschrieben worden. Bei uns wird es immer noch so geschrieben. Und das finde ich, das hat einfach Format. Ein langes U. Merken Sie? Klangvoll. Aufstehen. Das war jetzt mal ein kleines Beispiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sylv.